Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movilusion, der Podcast, auf den andere Podcasts neidisch sind. Wir waren im Kino und haben uns Weapons angeschaut und waren da tatsächlich ja zu viert im Kino, aber nur einer meiner Kollegen schafft Zeit, mit mir da zu sein und eine Folge für euch aufzunehmen, nämlich der zauberhafte Josef Maria Erl. Hallo, freut mich, dass ich da bin. Ich bin wirklich sehr stolz auf mich, dass ich es als einer der wenigen geschafft habe, hier ans Mikro zu schlendern. Das ist wirklich, also Schulterklopfer an mich selbst. Ja, den kriegst du von mir, weil die anderen, die glänzen wieder mal mit Abwesenheit. Der Mike macht ja irgend so was Komisches wie einen Ausflug mit der Family. Gruselig. Ja, keine Ahnung, da darf ich mich lieber irgendwo einsperren. Aber ist es noch gruseliger, ich glaube, der ist wieder mal arbeiten. Ja, schon ja, ich muss ja jetzt auch arbeiten, aber ich sag halt dann einfach nein. Ich arbeite jetzt nicht. Ich mache jetzt was Sinnvolles. Ja, ich sag auch, also leckt's mich. Ich mache lieber das, wo ich mehr Kohle krieg. Ich sehe halt ein wenig länger an das Brot, das im Schrank liegt nächstes Monat, aber ist ja wurscht. Hauptsache ich bin im Internet. Du musst einfach um die kleinen Flecken rum dumm essen am Feiertagste. Ja, das ist wahr. Der streut ja nicht. Das ist gar nicht, nein, gar nicht. Wir waren im Kino in Blattling, haben uns Weapons angeschaut, sauber im Grindhouse-Saal drinnen gewesen. Man muss es, wie der Mike gesagt hat, ja, ein wenig schön reden, diesen Saal. Das ist, also, ich möchte jetzt nichts gegen das Blattlinger Kino sagen, aber dieser Saal, ich darf noch nicht vermissen, wenn er morgen nicht mehr da war, sagen wir mal so. Ja, ich muss jetzt auch nichts gegen das Blattlinger Kino, weil es ist das Haus- und Hofkino Zeit meines Lebens, möchte ich schon fast behaupten, aber der Schallschutz lässt in einigen Sälen sehr zu wünschen übrig, sagen wir es mal so. Wenn du während dem Film nicht mehr genau weißt, in einer stillen Szene, wo ihr genau jetzt da diese Motorengeräusche von Formel 1 wegen herkommen, ist schon schwierig. Ja, mir ist genauso gegangen bei Superman. Da habe ich mir gedacht, jetzt trumpelt gleich der T-Rex vom Nachbarsaal und dann schlagen sie die zwei. Also, liebes Blattlinger Kino, solltest du hier reinlunzen, investierst nächste Mal nicht in neue Sitze, die sowieso wieder für irgendwelche Assis mit Arschwasser vollgesaut werden, sondern investier in sauberen Schallschutz. Da wird man mir sehr verbunden. Das war der Traum, ja. Aber genug der Maulerei über mangelnden Schallschutz. Seppi, kannst du uns vielleicht mal kurz erklären, um was es in Weapons geht? Ja, ich erzähle jetzt einfach mal das, was in den ersten 5 Minuten erzählt wird, was zum größten Teil das ist, was ich gemeint habe, da wo sich der ganze Film drum dreht, wie ich die Trailer gesehen habe. Wir befinden uns in einer Kleinstadt, in der plötzlich über Nacht quasi eine fast komplette Schulklasse an Kindern verschwindet. Bis auf einen einzigen, der bleibt zurück. Fucking Loser. Alle anderen haben sie quasi in einer Nacht- und Nebelaktion alle zur gleichen Zeit. Ich weiß die Uhrzeit leider nicht mehr, bloß 2:17 Uhr. 2:17 Uhr. Ja. Ist das nicht auch die gleiche Uhrzeit wie bei Amityville Horror? Das weiß ich nicht mehr, oder war es da nicht 3 Uhr noch was? Was da 3 Uhr? Ich hab gemeint, das war 2 Uhr. Ja, ist egal, war aber cool. Conjuring ist auf alle Fälle irgendwann um 3, glaube ich, gewesen. Hat's geheißen. Da ist so diese... ist wurscht. Also egal, die Uhrzeit ist ja nicht so wichtig. Jedenfalls stehen uns dann alle um die gleiche Zeit auf, reißen die Arme wie so ein Flieger und laufen wie von der Tarantel gestochen geradeaus davon, mehr oder weniger. Am nächsten Tag findet sich, wie gesagt, keines dieser Kinder mehr in der Schulklasse ein. Die Eltern wissen nicht, was los ist. Jeder ist am Verzweifeln. Und es gibt dann langsam aber sicher so eine kleine Unzufriedenheit mit der Lehrerin der Schulklasse, weil einige Elternteile derer die Schuld geben, weil wie soll jetzt denn auch sonst sein, wenn es alle aus der Klasse rauskommen, es muss was mit der Lehrerin zum tun, sagen sie. Und dann gibt es halt so kleine, so einen Mini-Aufstand und die Dame fällt so in ein kleines Loch und da begleiten wir es dann dabei. Das ist immer die Grundprämisse. Und dann, was passiert dann? Dann begleiten wir die nächste Person, weil Weapons schon in Kapitel wieder aufteilt ist. So ähnlich wie Barbarian schon war, weil wir hier den gleichen Regisseur haben, den Zach Gregor. Mhm. Und er mag anscheinend Kapitelerzählungen und wir begleiten dann in Weapons verschiedene Charaktere. Also die Kapitel sind ja in die Charaktere aufteilt. Zuerst war es ja die, ich glaube Judith hat's geheißen, oder die Lehrerin. Justine schon her fast. Mhm. Dann kommt einer der Väter. Wir haben dann einmal den Rektor, also die ganzen Namen weiß ich jetzt immer von den Leuten. Da liegst du jetzt einfach, einen Rektor haben wir nicht, aber... Pfeile haben wir den auch, einen Marcus.
Ah, stimmt nicht, Mann. Ah, das soll man aber gar nicht erzählen. Ja, das ist ja wurscht, wir sagen mal nicht, wo es passiert. Nein, das ist gar nicht so wurscht. Man darf gar nicht, eigentlich sollte man gar nicht wissen, wen man alle verfolgt, weil das ist ja auch nicht Okay, ich sag frei keinen mehr. zugänglich, diese Information. Ich sag keinen mehr. Also es wird jetzt auf alle Fälle einige Leute begleiten. Ja, also eine gute Mischung. Ja, genau. Ich darf leider sonst nichts mehr sagen. Also der Sepp redet jetzt die restliche Folge. Ich habe jetzt ein Schweigegelübde. Das war jetzt eh schon. Mehr darf man über den Film eh nicht erzählen, weil sonst wirkt er nicht mehr. Eigentlich nicht, nein. Ja, das ist echt so, dass da nach dem Trailer weißt du so ziemlich genau die ersten 5 Minuten, die der Sepp jetzt verzeiht hat, und mehr da weißt du nicht von dem Film. Also das ist wieder mal sehr gut gemachter Trailer, der dir eigentlich gar nichts verraten hat. Ja, so muss das sein. Alles andere, wo ich 3,5 Minuten lang einen Trailer anschaue und dann quasi den ganzen Film gesehen habe, mehr die Bitte, dass verschwindet. Das soll nicht mehr passieren. Das so ist wie beim Kanu des Manitou-Trailer, den wir ja Gott sei Dank auch wieder gesehen haben. Die besten Witze eingeschnitten haben. Ja, der wirklich da ein Karlauer nach dem anderen. Das ist aber allgemein, fällt mir auf, dass in letzter Zeit scheinbar das Trailer-Marketing oder das Trailer-Schneiden wieder ein wenig besser funktioniert. Zumindest bei den Horrorkassetten. Ich habe ja das Gefühl, in den letzten Jahren hat das einfach immer der gleiche gemacht. Der hat ein Overlay gehabt oder eine Vorlage und hat da jeden Film durchlaufen lassen. Es muss immer irgendein altes Lied in episch neu geremixed vorkommen. Das ist ein absolutes Pflichtprogramm. Und es muss alles in so einem komischen Farbton gehalten werden. Ah, langweilig. Stark, aber wie gesagt. Ja, ist jetzt schon langsam, schaut es wieder ein wenig besser aus, war bei Final Destination 6 schon recht gut gemacht. Ja gut, bei die kleinen Produktionen sind es in der Regel wirklich gut und kurz gehalten, die Trailer, sodass nicht viel verraten, weil es war bei Together und Bring Her Back ziemlich gut gemacht. Und auch hier bei Weapons. Aber Seppi, wie findest jetzt du dieser Film? Wir haben jetzt halt eigentlich 3 Horrorfilme des Jahres innerhalb von 3 Wochen ins Kino reingekriegt. Das ist ja einmal Together gewesen, dann Bring Her Back und jetzt halt Weapons. Das sind ja alle 3 gleich vorab als der Horrorfilm und der Film des Jahres und so weiter betitelt worden. Du hast nur Weapons von den 3 gesehen, oder? Wie ist jetzt der Hype für die gerechtfertigt? Also ich finde tatsächlich, Weapons ist für mich ein grandioser Film. Der ist aber viel mehr, wenn nur in Anführungszeichen ein Horrorfilm, so wie ich das wahrgenommen habe. Also er hat viel mehr Stränge drin. Er hat zwar zum Beispiel Horror-Jumpscares, die haben aber jetzt nicht so auf Effekthascherei ausgerichtet, sondern sehr dosiert eingesetzt und an gute Stellen eingesetzt. Das schäbert nicht von alle Richtungen her, wenn man es bei anderen Filmen kennt, was auch seine Daseinsberechtigung hat, aber in dem Film funktioniert es halt einfach anders. Und viel von dem Horror in dem Film kommt einfach durch das, dass du eigentlich nie wirklich weißt, was da los ist und sich das ganz langsam erst entfaltet. Also der Film, es wird ziemlich früh schon diese Prämisse erklärt und dann nimmt er sich richtig schön Zeit, dass er diese Charaktere alle erklärt, dass er denen ihre Lebensumstände erklärt und wird da tatsächlich schon fast zu so einem kleinen Kleinstadtdrama, Prise Familiendrama, eine Prise Komödie ist noch dabei, weil er wirklich teilweise richtig lustige Szenen dabei hat, wo es dann unterm 4. lachen musst. Das ist ein ganz verrückter Wechsel, habe ich gefunden. Deswegen bin ich nach dem Film, also nach dem Kino war ich erst einmal so, habe ich das jetzt gar nicht so richtig einordnen können, weil da so viele verschiedene Sachen in einem Film passieren. Das habe ich selten gesehen, sowas. Deswegen ist, wie gesagt, ich habe die anderen 2 Filme nicht gesehen, aber ich gehe mal davon aus, dass die ein bisschen in eine andere Kerbe schlagen jeweils, weil die haben ja doch alle 3 recht besonders. Aber für mich ist das auf alle Fälle einer der Filme des Jahres, da ich mal sagen, für mich persönlich. Und ich glaube, der kommt da allgemein nicht gut weg. Ja, also ich glaube, dass er ziemlich gut das Einzelspielergebnis gleich am Anfang eingefahren hat jetzt. Was ich gelesen habe, die Zahlen habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber auch mit dem Humor, wie du schon sagst, du merkst, das hast du bei Barbarian auch schon gemerkt, hast du Barbarian gesehen? Ja, weil der ist göttlich. Ja, der war sehr geil. Und da merkst du einfach, man merkt gleich so den Stil, finde ich, von dem Zack Cregger, dass sich der da jetzt ein wenig also etabliert mit diesen bizarren Humor-Einlagen drinnen und eben auch diese episodenhafte Erzählung. Ich muss sagen, mir hat ich finde Weapons auch ziemlich geil und so, aber den krassen Hype, den er hat, den kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Ich finde ihn auch sehr geil, vor allem auch mit diesem Mix, den du jetzt auch schon erzählt hast, ich mag das allgemein, wenn Horrorfilme auch ein bisschen mehr Drama mit einbringen. Drum hat zum Beispiel, ich habe alle 3 von den vorher genannten Filmen gesehen und da hat für mich dann deswegen Bring Her Back die Nase weiter vorn, weil der viel mehr in so ein Familiendrama mit reingeht und das auch viel mehr berührt. Ich finde hier bei Weapons, da hat mich eigentlich nur die Justine ein wenig berühren können. Ansonsten haben mir die Figuren nicht wirklich
abgeholt, teilweise. Also, beziehungsweise, was heißt abgeholt? Sie waren alle cool geschrieben und so, aber keine, dass ich irgendwie da eine Verbindung aufbauen können zu der Figur, dass ich mit der jetzt großartig mitleiden kann. Weil zum Beispiel ein Josh Brolin, sein Vater, der eigentlich, Josh Brolin, seine Rolle als Vater war eigentlich... Brolin-Bab. Der Brolin-Bab, weißt du, ne? Ein Old Brolin. der war eigentlich prädestiniert dafür, dass du sagst, mit dem kannst du richtig mitleiden. Aber ich finde, sein Leid ist eigentlich nie so richtig umgekommen, durch das, dass er eigentlich die ganze Zeit nur grantig war. Ja, weil er im Grunde ja ein Arschloch ist und sein Kind auch. Das stimmt, Der ja. ist ja eigentlich kein Guter. Sein Kind ist eigentlich ein riesen Hurensohn gewesen, stimmt. Ja, genau. Aber ja, das war eigentlich so eine Figur gewesen, wo ich gedacht habe, da hätte ich mir ein bisschen mehr so die Dramaschiene gewünscht, weil die Figur war prädestiniert, auch wenn er Arschloch ist, aber ich denke mal, der Verlust von dem Kind geht wahrscheinlich so 25% der Fälle aller Eltern doch nahe. Ja, hoffentlich, wenigstens das. Und das finde ich ist da, ja, in 2-3 Szenen einmal ein bisschen umgekommen, aber nie wirklich so, ich sage, ja, okay, der Schmerz, der springt jetzt auf mich über, da kann ich jetzt ja gerade mitleiden, weil er halt die meiste Zeit einfach nur grantig war, gemault hat und umeinander bläht. Ja, und er ist halt auch sehr, was ihn halt auch nicht so sympathisch macht, er ist halt sehr ich-bezogen. Es geht eigentlich hauptsächlich um sein Problem, dass sein Kind verloren ist, dass er einen Fehler gemacht hat, aber seine Frau zum Beispiel, die sagt man ja nur in einem Sekundenschnipsel, die ignoriert er ja völlig. Also mit der hat er quasi nichts mehr zum tun, obwohl er das Kind ja quasi auch verloren hat, aber das spielt für ihn keine Rolle. Also ihm geht es immer nur eigentlich, wenn man genauer schaut, eigentlich nur um sich selber und das, was er mit seinem Buch falsch gemacht hat oder wieder richten möchte. Ja. Und deswegen ist da wenig Anknüpfung. Ja, der ist wirklich nicht so sonderlich sympathisch, das ist schon wahr. Es ist eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, so viele sympathische Figuren hast du eigentlich gar nicht. Na, Weil auch der Typ, der Polizist, ist ja eigentlich auch ein riesiger Hurensohn. ja, voll. Dann Da hast gibt es die. keinen, der von Schuld frei ist, sagen wir mal so. Nein. Oder jeder hat da seinen Backel zum Tragen und nicht jeder tragt es irgendwie auf die nette Weise, sondern haut einmal damit zu oder so. Ja, genau. Also, Das ist eigentlich nur die Justine, die wirklich ein bisschen so versucht, ein ehrliches, ordentliches Leben zu führen, die sich ja wirklich um die Kinder sorgt, die da wirklich was reißen möchte. Ja, aber und auch gut, die macht Sachen, die man eigentlich nicht machen sollte. eigentlich nicht, nein, ja. Ja gut, zumindest in Amerika nicht. Ich habe nachher was geheißen hat, das ist unangebracht, dass man ein Kind in den Arm nimmt, wo ich mir gedacht habe, als Lehrer bei so kleinen Kindern, da darf ich doch sagen, ja klar, wenn das Kind weint oder selbst, dann musst doch du als Bezugsperson in dieser Zeit das Kind einmal trösten dürfen. Keine Ahnung, das Ja, war jetzt voll. meine persönliche Auffassung davon, dass ein Lehrer Voll, ja. oder Lehrerin ein Kind trösten darf, das weint oder mal in den Arm nehmen darf. Also ich hätte das eigentlich schon für meine Kinder, wenn ich welche hätte, dass die da eine Person haben, die emotional mit ihnen auf einer Wellenlänge ist und das auch wirklich auffangen kann, wenn es meinem Kind schlecht geht. Auf jeden Fall. Also der Rektor spricht sehr eher mal an, sie ist eine Person, die sich kümmert. Aber das ist ja in die USA scheinbar nicht mehr so gern gesehen und das sind ein paar so sozialkritische Punkte haben da drin. Aber das habe ich jetzt gar nicht gemeint. Ich habe das gemeint, was sie nach dem Treffen in der Bar tut. Quasi. Da kann es aber auch nicht so viel dafür, weil er gesagt hat, das passt schon. Ja. Okay. Wenn er sagt, hey, keine Probleme, keine Rechtfertigungen, sonst irgendwas, was soll sie dann sagen? Sie kann sie nicht besser wissen. Ja, sie kann sich nur auf das verlassen, was er sagt. Dann ist sie ist auf alle Fälle die Beste von denen, das stimmt so. Das stimmt auf alle Fälle. Da sind wir uns einig, Justine for President. Ja. Verdammter Polizist. Aber er ist geil, wenn er James jagt. Oder der James ist eigentlich auch nichts wieder, er kann auch nichts dafür. Der Penner. Mit dem kann man sich identifizieren. Der Ja, genau. Alles richtig. Der ist jetzt hat viele richtige Entscheidungen getroffen. Der ist jetzt süchtig, der Kerl, der kann nichts dafür, der ist süchtig. Lass ihn jetzt bitte. Das ist schon. Was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, weil man ja quasi dieses Episodenartige hat, es ist jetzt nicht so, als darf man die Geschichte von jedem, von Anfang an bis zum Ende komplett erleben. Wie zum Beispiel bei dem Attentatsfilm da, weiß nicht mehr, wie du geheißen hat. Ach, der 8-Blickwinkel, oder? Ja, irgendwie so, da war es ja quasi du hast ja immer das von Anfang bis zum Schluss von jedem gesehen, wie es ist quasi auswickelt, sondern da ist es so, die überschneiden sie die Geschichten, zeitlich teilweise, aber die fangen nicht alle zur gleichen Zeit an und hören zur gleichen Zeit auf unbedingt. Also du siehst immer mal wieder so ein paar zeitliche Änderungen drin. Also das ist jetzt nicht alles
von Punkt 1 bis zum letzten Punkt gleich, sondern das überlagert sich schön, dass du quasi auch auf der Reise nicht ständig irgendein Backtracking hast oder sowas, dass du in der Geschichte nicht vorkommst, sondern das ergänzt sich alles vunderbar, finde ich. Also das ist sehr, sehr gut gelöst. Ja, und anders war es halt auch wieder so 0815-Episoden-Erzählung, wenn ich einfach jede Geschichte von vorne nochmal anfange. Ja, das genau. Das habe ich kurz befürchtet, als das losgegangen ist, weil ich glaube, die zweite Episode doch noch ziemlich am Anfang mit ansetzt. Da haben wir gedacht, oh Gott, die machen jetzt alles von vorne nochmal sehen, aber das stimmt, das ist schick gelöst. Und ich habe jetzt gerade noch was gefunden, weil wir vorher von 2:17 Uhr wegen der Zeit geredet haben, dass der Bub vom Archer heißt ja Matthew und in der Bibel wird im Matthäus 2:17 anscheinend ein Massaker an Kindern beschrieben, die Schlachtung der Unschuldigen. Anscheinend spielt daraufhin auch noch diese Uhrzeit an. You heard it here first. Haben wir wieder das aufgedeckt. Genau, und haben wir überhaupt nicht googelt, das haben wir gewusst. Ich habe nur kurz nochmal in der Bibel nachschlagen müssen, die ich immer parat habe. Im Nachkastel. Ja klar, und ich nehme ja immer im Schlafzimmer auf. Wenn man sagt. Hey, Wahnsinn, bist du ein Arsch. Bist du ein Arsch. Ja. Dann, wie bei Barbarian, der Song, wer jetzt meint, der hat jetzt hier große Splattereien oder sonst Dinge, das haben wir nicht, sondern nur fein nuanciert eingesetzte Gewaltspitzen. Aber dicke Spitzen. Genau. Eigentlich wie bei Barbarian, da war es ja auch nicht so, dass man sagt, oh krass, da wird es voll umeinander gesplattert oder sonst irgendwas, sondern es gibt Gewaltspitzen, aber geh nicht da rein und meinen, du kriegst jetzt da eine Schlachtpalette hin, aber freu dir auf das, was du sehen darfst. Ja. Und auch ich habe es davor schon ein bisschen angedeutet mit den Jumpscares und so weiter, die bildgewaltigen Schockmomente oder sowas, die haben auch eher selten, aber wohl dosiert. Und es gibt halt auch so Sachen, wie zum Beispiel bei It Follows oder sowas, wo einfach Epsi passiert, wo Kamera Start draufhält und dann passiert Epsi ganz langsam. Da wo es quasi richtig, wo das Grausen quasi richtig mit übers Kreuz läuft, bis das dann passiert oder nicht passiert. Also das ist teilweise richtig so unangenehm einfach. Du hast immer so ein unangenehmes Gefühl bei so ganz vielen so Szenen. Ich finde, die Kamerafahrten haben ziemlich geil oft gewusst. Wenn sie zum Beispiel, die Justine am Anfang, die kauft da hin und wieder ein Abendgetränk, dass der Abend schneller vorbeigeht. Ja, ein Kakaodrink. Genau, ein Kakaodrink, ein Abgelaufenen, der schon gegärt ist und jetzt magische Kräfte hat. Und bei diesem Einkaufsszenerien, da sagt man es ein, zweimal und da läuft die Kamera quasi mit ihr mit. Man hat es quasi so als Third-Person-Ansicht. Ja. Und nächstes Mal sagt man es quasi von vorne, da siehst du quasi immer, wo es entweder vor ihr oder nachher passiert. Und das kann auch wieder was erzeugen. Da habe ich auch wieder vorher an It Follows erinnert, wo es auch wieder so eine unangenehme Situation auslöst, bis dann der Schreckmoment erst kommt. Also das führt oft ganz, ganz elegant durch Grusel zum Horror, finde ich teilweise. Also es ist richtig schön gemacht. Und er nimmt sich ja da wirklich Zeit bei solchen, zum Beispiel jetzt die Einkaufsszenerie. Man geht durch mehr Gänge mit ihr, als man vielleicht gehen müsste. Aber es ist also ein bisschen ein Markenzeichen von dem Film, dass er sich einfach Zeit nimmt. Der dauert einmal eine knappe 2 Stunden oder ein bisschen drüber sogar. Das ist halt einfach, weil er sie eben bei der erwähnten Szene zum Beispiel, du merkst halt, es passiert was im Hintergrund, da ist irgendwas und er möchte halt dann einfach, dass du länger drauf gespannt bist, was passiert da gerade, was macht der Hintergrund. Und das haben wir in mehreren Szenen auch so, dass du sagst, okay, es kann ein wenig kürzer sein, aber er will einfach sich diese Zeit nehmen. Was für mich ab und zu ein wenig ein Problem war, muss ich sagen, bei Weapons, weil ich glaube, dass man den vielleicht eine Viertelstunde kürzer hätte machen können. Ich mag zwar eigentlich so diese gemächlichen Sachen, aber bei Weapons habe ich ab und zu das Gefühl gehabt, so, weil er doch schneller. Weil er doch viel Szenerien und so weiter mehrmals dann, also er bereitet die quasi immer mal wieder auf bestimmte Vorkommnisse vor, indem er Orte zuerst schon mal präsentiert, die dann später noch mal relevant werden. So irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass vielleicht ist das dann ein bisschen in die Länge gegangen, das kann sein. Ich habe jetzt zwar nicht so das Gefühl gehabt, also mir war da nie zu lang vorne. Also ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich war von dem Filmerlebnis generell so überrumpelt, weil ich das halt einfach nicht erwartet habe, dass ich da gar nicht so auf seine Sachen achten habe können, weil ich eigentlich die ganze Zeit gespannt war, wie das jetzt da weitergeht. Du hast die ganze Zeit Goschen in deinen Skittles drin gehabt, deswegen hast du nichts mitgekriegt. Das ist korrekt. Ein bisschen Zucker braucht man aber in der Nacht.
Ja, das stimmt schon, Sau das Skittles Beste. Ja, er macht ja zum Beispiel auch mit Figuren. James, der wird ja mit einem Nebensatz schnell als Schnorrer an ihrer Einkaufsstelle da eingeführt. Denkst du nichts weiter dabei und später hat er seinen eigenen Akt auch noch. Also, ja, genau. Das ist auch ganz schick gelöst worden. Irgendwas wollte ich da jetzt gerade noch sagen, aber jetzt ist es mir wieder entfallen. Ja, jetzt machen wir hier mal peinliches Schweigen eine Zeit lang. Machen wir es mit ein bisschen Dead-Geräusche. Sound. Kommt was? Oder kommt's nicht? Ja, ist einfach weg. Keine Ahnung. Ist einfach weg jetzt. Gerade zitiert nur mal. Jetzt gerade so schön. Dann kommst du mit dem Schmarrn daher und dann ist es einfach weg. Brutal. Naja. Hinterstolper 2000. Unglaublich, ja. Das kommt wegen meiner Sucht. Mir geht's wie im James was mit drin. Ich bin einfach nur süchtig. Jetzt weiß ich es wieder. Was hältst du von dem Grund, der für das Verschwinden der Kinder, ich möchte jetzt nicht spoilern, verantwortlich ist, die Optik und die ganze Umsetzung von dem Grund? Ich hoffe, das ist so umschrieben, dass du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß jetzt nur nicht, wie ich das sagen soll, ohne dass ich irgendwas verrate. Das ist tatsächlich ja, das bleibt jetzt dir überlassen. Ich habe mir auch gerade selber Mühe gegeben. Also, ich darf jetzt mal so sagen, bei anderen Filmen, die anders aufgebaut haben, hätte ich am Schluss gesagt, ja, okay, ja, toll. Also die Reise war schöner als das Ziel. Aber da hat das für mich passt irgendwie. Das hat insgesamt, der Film hat so eine komische Stimmung und so eine komisch verstörende Art. Der hat bei mir so einen seltsamen Nerv getroffen, dass ich einfach so konfus war, dass ich mich das auch nicht irgendwie aus der Bahn gebracht hat, wo es dann die Auflösung war. Also ich fand das dann, das würde ja hin und wieder, hat man ja schon so kleine, da sagt man das ja schon ein bisschen aufleuchtend, die Auflösung. Und dann hat es halt irgendwann, kriegt es halt ein bisschen mehr Screentime und dann wird halt der ganze Wahnsinn da erklärt. Gibt es vielleicht auch Leute, die sagen, das ist mir jetzt ein bisschen zu seltsam, aber die hat es ja schon bei Barbarian gegeben, die Leute. Gibt immer irgendwelche Nörgler. Aber ich fand es eigentlich cool. Vor allem das Finale fand ich brutal geil. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das war zum Zungeschnalzen. Ja, das Finale war echt Welt. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ansonsten bin ich nicht ganz mit dem, also der Grund selber, den finde ich cool. Ich fand nur die Optik hat mir ein wenig gestört, muss ich sagen. Da war ich nicht immer ganz so d'accord damit, dass man dachte, irgendwie, ich weiß es auch nicht, das ist jetzt, gafft irgendwie ein wenig komisch aus. Da hätte ich, keine Ahnung. Was meinst du? Einfach nur so, es ist jetzt nicht einmal als Wertung oder so, es ist einfach nicht mein persönlicher Geschmack gewesen in dem Moment, dass ich sage, das finde ich jetzt voll geil. Aber ja, das Finale war geil. Also man darf sich auch wirklich auf ein grandioses Finale freuen. Das macht richtig Spaß. Ein schöner Gruß an die Vollidioten, die 10 Minuten vor Schluss aus dem Kino gegangen sind. Ja, Wahnsinn, das waren die Besten. Es gibt, also man sagt, es gibt Leute, die der Film überhaupt nicht abholt und die sind 10 Minuten vor Ende gegangen und haben dann dieses tolle Finale versammeln müssen. Tja, selber schuld. Hat sich rentiert, dass ihr so lange für nichts gewartet habt. Ja, genau. Aber ja, kann ich ja verstehen, es ist halt auch kein Mainstream-Horror aller Insidious, Conjuring oder sonstige Konsorten, sondern es geht halt seinen eigenen Zack Cregger-Weg, genauso wie es Barbarian schon gemacht hat und das so ob sie mag man oder eben nicht und die Typen haben es 1:50 Stunde lang mengen und dann nimmer. Aber was man Zack Cregger auch wirklich zugute halten muss, er hat diese Vision auch wirklich, dass er diese Vision, so wie er das gehabt hat, durchsetzen kann, hat er auf viel Geld verzichtet. Ja, das war Netflix, oder? Wollte ihm da noch. Ja, da waren einige dran und Netflix hat ihm einen Riesenhaufen Geld geboten. Er ist dann letztlich zu New Line Cinema gegangen und hat da nur 38 Millionen gekriegt, hat aber die kreative Freiheit gehabt, dass er umsetzen kann, wie er das möchte. Und das, glaube ich, da sagt man mal wieder, dass das gut tut. Dass es ein paar Regisseure gibt, die sagen wirklich, die in eine Visionen, wenn sie es wirklich umsetzen können, dann auch wirklich was Gutes draus schaffen oder was anderes, vor allem was Kreatives, was Tolles, was Neuartiges und nicht in dieses ewig gleiche Korsett oder diese blöden Schablonen einnehmen müssen, wo größere Filmstudios viel vorschreiben. Also das ist wirklich ein Positivbeispiel. Und es ist auch schön, dass, gut, er hat für den 38 Millionen Budget hat er auch 10 Millionen gekriegt, glaube ich. Echt? Also ist jetzt für ihn gar nicht so schlecht verlaufen. Ich wollte jetzt nämlich gerade sagen, schön, dass es auch noch Leute gibt, die für Geld nicht alles machen, aber wenn ich 10 Millionen kriege, dann ja.
ist es trotzdem ganz geil gewesen für ihn. Aber auf alle Fälle, weil das hat er, wenn ich mich richtig erinnere, bei Barbarian eben noch nicht gehabt, diesen Kinofilm, sondern der ist ja gleich die Streamer gelaufen, oder? War der im Kino? Nein, ich glaube, der war direkt bei Disney Plus bei uns. Genau. Und er wollte halt unbedingt jetzt einen Kinofilm machen und das hat er geschafft. Schön. Ja, schau, aber er hat, weil das auch gerade mit den 10 Millionen, also er hat für die Regie hat er nur 5 Millionen gekriegt. Die anderen 5 waren nur zusätzlich für das, dass er das Skript geschrieben hat und produziert hat. Ah ja, gut, dann war es doch mehr Arbeit. Wenn man ja, ich wollte gerade sagen, der hat ja geschufft wie der Ochs. Der hat ja geschufft wie der Ochs. Ja, abschließend für mich, da jetzt einfach mal behaupten, geht's ins Kino und schaut sich Weapons an, weil er ist definitiv wert, auch wenn er mir persönlich jetzt nicht den Hype erfüllen hat können, den er auf viele andere erfüllt, aber er ist trotzdem ein unglaublich guter Film und ein geiles Kinoerlebnis gewesen. Ich glaube, beim Seppi hat man es von Haus aus schon gehört, dass er den Hype komplett erfüllt und er sowieso sagt, ab ins Kino. Ja, man muss halt wissen, auf was man sich einlässt. Also man darf jetzt da nicht irgendwie Insidious oder Conjuring erwarten, sondern ein bisschen was Vielschichtigeres und da muss man auch mal mit ruhigen Phasen leben können. Genau, und wer Conjuring sehen möchte, der kann im September gehen, da kommt schon Teil 4. Eben, gibt für jeden was. Also, Seppi, Tops und Flops, was ist denn dein absolutes Top und dein absolutes Flop aus The Weapons, hätte ich jetzt mal gesagt. Aus Langsam kann die wissen, dass diese Frage am Schluss kommt, trotzdem bin ich nicht darauf vorbereitet. Du bist so blöd. Ich darf jetzt einmal sagen, mein Top ist die komplette Erzählweise von dem Film, wie der von A nach B die mitnimmt, welche interessanten, spannenden und kreativen Wechsel er drin hat und wie dieses Episodenhafte ineinander greift. Das ist alles ist so elegant gemacht, das ist mein absolutes Top. Mhm. Und Flop ist jetzt schwierig bei einem Film, der mir so gut gefallen hat. Bedanke dich beim Corby, der mich den Bullshit haben. Da muss ich jetzt eins erzwingen und dann. Was meinst du, wie oft das wir schon da haben müssen? dass in einer ruhigen, emotional aufwühlenden Szene auf einmal Formel 1 gelaufen ist. Das ist mein Flop. Das hätten sie besser machen müssen. Das hätten wir das Drehbuch besser schreiben müssen. Das war nicht nötig. Das stimmt. Da sollte man das nächste Mal das Blattlinger Kino nicht mit reinholen, wenn man das Skript überarbeitet. Ah, genau. Nicht jeder ist so ein krasser Formel-1-Fan wie der Herr Kino in Blattling. Ja, oder der Corby ja mittlerweile. Oh, Freundschaft beendet. Ja, hau ab, du Pimmel. Aber er ist ja nach Brad Pitt sein F1-Film sofort Formel-1-Fan geworden und hat sich die Spur auch noch geholt. Und ist jetzt ein großer Hackingen-Fan. Ist das auch der einzige, den du noch kennst? Nein, Michael und Ralf Schumacher kenne ich noch. Ja gut, die zählen ja nicht. Also, Ralf Schumacher ist ja Autohändler. Ja, stimmt. Und Michael Schumacher ist ein Profi-Skifahrer. Ja. Möchtest du wissen, wie viel das dein Anus wert ist? Ah, Ralf Schwulmacher. Jetzt will ich wissen, wo ich das gelesen habe. Mein Top und Flop, was ist mein Top? Mein Top ist die Julia Garner, die sehe ich mittlerweile sehr gern. Die hat mir wirklich wieder sehr gut gefallen. Der Schauspiel taugt mir. Und ich glaube, ich habe einen kleinen Crush auf sie jetzt entwickelt. Muss jetzt einfach, sagt man jetzt, glaube ich, so einen Crush haben, oder? Ich glaube, das sagt man schon seit 30 Jahren, aber okay. Nur so ein Scheiß. Hey, Zwischenfrage, hast du Aussage gesehen mit ihr? Nein, noch nicht. Ich habe aber die erste Folge mit einem Kumpel damals angefangen, aber wir waren dann voll begeistert und haben nicht weitergeschaut. Ich habe die ganze erste Staffel gesehen, habe es ziemlich gut gefunden und dann ist die aber erst 2 Jahre später oder 3 Jahre später weitergegangen und dann habe ich es einfach nicht mehr auf dem Plan gehabt. Ja, ist bei also mir gute Serie. Ja, immer noch auf der Liste, die Dinge. Also sie war jetzt auch bei Wolfman dabei, aber wenn Wolfman selber nicht so toll war, aber sie war toll. Sie war Fantastic Four, oder? Fantastic Four war es dabei, ja gut, da ist sie in Silber gekleidet, aber ist auch geil. Ist auch geil. Ja, ist auf alle Fälle eine sehr gute Schauspielerin. Und mein Flop ist, auch wenn ich den Hype jetzt nicht ganz erfüllt habe, ist trotzdem für mich schwer, hier wirklich einen Flop rauszuziehen, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, dass man ein bisschen zu viel Zeit, dass es ein bisschen zu viel Zeit bei manchen Sachen eben genommen hat, wie ich vorher schon mal erwähnt habe. Ich dachte dem ganzen Film nicht viel, aber ja, so 10 bis 15 Minuten, wenn er kürzer war, dann war er für mich, glaube ich, ein wenig noch runder, so hat er leichte Ecken. Aber es ist Nörgeln auf hohem Niveau, ich fand den trotzdem auch sehr geil. Sehr geil. Mal schauen, ob der Seppi weiß, was jetzt noch kommt. Oh Gott.
Triple Threat, Seppi. Haben wir mit Titten gehabt. Nein, weil es sowas in Hollywood-Produktionen nicht mehr gibt. Haben wir da wenigstens Trompeten? Selbe Antwort. Okay, und tote Tiere? Na, oder? Na, kein einziges Tier erfüllt. Kein einziges Tier erfüllt dieser Schweinefilm. Zahmer Film. Die FSK 16 verstehe ich überhaupt nicht. Apropos FSK 16, also wir haben ja schon gesagt, es gibt nicht viel Gewalt, aber die Gewalt, die vorkommt, die finde ich für 16 schon sportlich. Geht schon. Geht schon. Selten fein. Da haben sie wieder einen guten Tag gehabt bei der FSK. Ja, also allgemein mittlerweile ist die FSK da schon ein wenig gnädiger als sonst. Aber gut, dass Postal immer noch indiziert ist. Da geht schon mal nichts voran. Aber egal. Ja, nach und nach geben jetzt die ganzen Sachen von mir nichts ab. Ja, dann sagen wir, Seppi, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier ein Völkchen aufzunehmen. Ja, klar. Schön, dass sie die Leute die Zeit genommen haben, sich dieses Völkchen vom Seppi und mir anzuhören. Jetzt geht's dann danach ins Kino, schaut sich Weapons so, dann schaut sich noch Bring Her Back und Together, die 3 Filme müssen jetzt unbedingt alle 3 gesehen haben. Bring Her Back, Oberwelt, dann darf der Seppi jetzt noch an Corby sein Part übernehmen. Wie war das? Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Beim besten Podcast der Welt oder irgendwie so, oder? Ja, genau. Der Welt. Welt. Ja, so. Welt. Kriegst du die? Ja, so muss das gelaufen sein. Also, Das was war mein ist Best jetzt? Take. Okay, dann sag ich nicht von Maybrook. Oh, nein, von AK 47, das ist über Maybrook schreibt. Ja, Keiner stimmt. weiß warum. Jo, weil es alle Waffen zu Waffen geworden sind. Das ist aber nicht zum Maschinengewehre. Ja, aber das ist eine Waffe. Das ist eine Metapher gewesen. Du bist wieder nicht, weil du blöd bist. Das ist ja korrekt. Ja, das ist korrekt. Ja, jetzt halt deinen Schnauzer. Macht es gut, danke und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, was? Wiederhören.